Fabian Wegmann ist ein bisschen eingeklemmt an der rechten Balustrade, als die Rennfahrer plötzlich alle ein wenig breit fahren. Zabel früh vorne. Jetzt der Angriff nochmal von Fabian Wegmann. Jetzt berg runter. Jetzt hat er den großen Puffer draufgetan. Den muss er jetzt auch treten. Oder er versucht jetzt noch einmal die Kohlen aus dem Feuer zu holen für Markus Berg. Und Zabel schaut sich um. Habe ich noch einen Helfer? Nein, er hat eingeklemmt in diese beiden Fahrer von Gerolsteiner. Wegmann an der Spitze. Dann Markus Berg, dann Erik Zabel. Dann Carsten Krohn im orangefarbenen Trikot. Dann Mirko Celestino. Jetzt geht es hinauf zur Darmstädter Landstraße. Wer gewinnt das 44. Rennen? 2 Rennfahrer von Team Gerolsteiner vorne. Jetzt versuchen natürlich die Rennfahrer die ganze Straßenbreite zu nutzen. Immer noch opfert sich Fabian Wegmann. Die letzte Kurve. In guter Position Markus Berg, der ja schon mal Zweiter bei der Weltmeisterschaft in Verona wurde. Wegmann zieht den Spurt an. Hinter ihm dann Markus Berg, Erik Zabel direkt am Hinterrad. Dann David Kopp und auch Stefan Schumacher. Jetzt kommt schon ganz früh Erik Zabel in die führende Position. Wegmann ist eingeklemmt. Markus Berg hinter Erik Zabel. Erik Zabel fährt den Spurt wie 1999 von vorne. Schafft er das von hinten. Droht nochmal gefahren. Noch ist Erik Zabel vorne und er gewinnt. Jawohl! Mann, war das ein schweres Stück Arbeit für Erik Zabel. Fast ein Jahr warten auf einen Sieg. Ist vorbei. 22. Mai 2004, der letzte große Sieg bei der Bayern-Rundfahrt in Eichach. Und jetzt hat er es geschafft. Er geht auch in die Rekordliste dieses Rennens ein. Denn als erster gewinnt er zum 3. das Rennen rund um den